Es ist Sonntag, der 24. Mai. Ich begrüße euch herzlich zu diesem letzten Sonntag vor Pfingsten. Ich wähle nicht das Losungswort heute, sondern den Wochenspruch, der über der letzten Woche vor Pfingsten stehen wird, nämlich Johannes 12,32, wo Jesus sagt: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Zu mir ziehen, lateinisch attrahere, davon das Substantiv Attraktion. Also wird es heute darum gehen, was ist das Attraktivste von Gott? Viele hätten zu diesem Zeitpunkt noch gesagt, ja, es sind diese unglaublichen Wunder, die immer wieder geschehen sind. Einige hätten auch gesagt, nein, es ist einfach die Person dieses Mannes, Jesus von Nazareth. Und nach der Auferweckung, der spektakulären Auferweckung eines, der schon 3 Tage tot war und schon halb verwest, Lazarus nämlich, hätte man sicher gesagt, nein, also dies hat jetzt alle Maße übertroffen. Es hätte sogar auch Schlagzeilen gemacht in Zeitungen, die sonst nicht so gern von Jesus Christus geschrieben hätten. Und trotzdem, darum wird es nicht gehen. Denn Attraktion in unserem Sinn, das was auch die Bevölkerung Attraktion nennt, seien es Ereignisse, seien es Vorkommnisse, seien es Anlässe oder was auch immer, auch Persönlichkeiten, die hervorstechen, das ist nicht der entscheidende Punkt bei Gott, sondern Anziehungskraft in einem anderen Sinn. Anziehungskraft, was zieht die Menschen direkt zu ihm? Da geht es um Beziehung. Ziehen, jemand zu sich selber ziehen, das ist Beziehung. Was schafft schlussendlich die Beziehung zu Gott? Zwischen Auffahrt und Pfingsten könnten wir natürlich sagen, ja, die Auffahrt kann hier gemeint sein, denn wenn jemand eine Dornenkrone austauscht gegen die Krone im Himmel, und erst noch dieser Vorgang so unglaublich ist, jemand verschwindet einfach in einer Wolke und sagt, genauso werde ich zurückkommen. Damit hat er gemeint, wenn ich dann erhöht werde von der Erde. Aber nein, das hat er nicht, sondern Jesus, und das erwähnt ja Johannes im folgenden Vers, sprach damit über die Art seines Todes. Und man könnte vielleicht auch meinen, ja, Pfingsten könnte dieses Ereignis sein, wo irgendwie die Höhe sichtbar wird auf der Erde durch das Feuer, das auf die Menschen kommt. Und das würde dann die entscheidende Attraktion sein, die magnetische Kraft, durch die Menschen zu Gott gezogen würden, muss man noch einmal sagen, nein, das war es auch nicht, auch Pfingsten war es nicht. Das Sprachwunder, das war das Antiwunder zu dem, was in Babel geschehen war, jetzt einfach Babel rückwärts. Dieses unglaubliche Wunder war nur der Türöffner, damit die Menschen das Evangelium vom Kreuz hören konnten. Denn was Petrus nun bot, war das Evangelium vom Kreuz. Die erste Predigt, an die ich mich gut erinnere, habe ich mit 14 Jahren gehört. Sie hat mich tief getroffen. Es war die Geschichte, die Richard Wurmbrand erzählte, von seinen Wundern, die er erlebt hat in rumänischen Gefängnissen. Er war über ein Jahrzehnt Glaubensgefangener. Ich war dort eingeladen, mein Vater nahm mich mit. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich ging einfach, ich dachte, das ist ja abenteuerlich, ich will mal hören, was ein Pastor in den Gefängnissen alles so erlebt. Aber das hat mich dann auf dem falschen Fuß erwischt. Ich merkte, es hat mich tief getroffen. Er erzählte zwar auch am Anfang von den Wundern, so zum Beispiel auf einer Missionsfahrt, irgendwie durch den kalten Winter, wo das Auto stillstand und der Chauffeur dann ausstieg, die Haube hob und sagte, der Motor ist tot, das Auto ist tot. Und Wurmbrand sagte, wir haben einen Gott der Auferstehung, der kann auch die Autos zur Auferstehung bringen. Er hat gebetet, man ist eingestiegen, das Auto ist wieder gefahren. Aber dann begann er von den Ereignissen in den Strafgefangenenlagern zu erzählen, zum Beispiel von Ostern, den Frauen dieses Frauengefängnisses oder Straflagers war es erlaubt, Ostern zu feiern. Und die zynische Lagerleitung hatte bestimmt, ihr dürft Ostern feiern, aber nur, wenn ihr
es draußen auf dem gefrorenen See mit nackten Füßen tut. Den Frauen gefiel dieser Vorschlag, sie zogen ihre Schuhe aus, gingen zum See und verbrachten diesen Ostertag mit Tanzen auf dem See und keine hatte eine Erfrierung. Ein unglaubliches Wunder war geschehen und das hat mich schon sehr getroffen, weil niemand hat gern kalte Füße. Man erinnert sich ja beim Skilaufen oder sonst wo, wenn man die Füße plötzlich nicht mehr spürt und dann tauen sie wieder auf, man könnte aus der Haut fahren. Aber Menschen haben das freiwillig gewählt. Das hat mich sehr getroffen. Und Wurmbrand ging weiter und erzählte von seinen eigenen Erfahrungen in den Gefängnissen, Folter und so weiter. Er sagte, kein Knochen ist an ihm ganz geblieben. Ich habe nur die beiden kleinen Zehenknochen gebrochen, das hat mir schon genügt. Dann stellte ich mir vor, jemand lässt sich diese Knochen brechen. Für seinen Glauben, sein innerstes Gestell, lässt er sich kaputt machen. Es ist unglaublich. Was ist das für eine Freiheit? Was sind das für Menschen, die so etwas erleiden können und nicht einmal verbittert werden davon? Nun, was die hartgesottensten Herzen erschüttern kann, ist, wenn jemand einen solchen Preis zahlt, den Preis des Leidens. Denn jeder Mensch weiß, dass er sich selber der Nächste ist und dass er das Leiden vermeidet, wo er nur kann. Aber wenn er dann sieht, dass andere genau das nicht tun, was er immer tut, merkt er, dass es ein anderes Leben gäbe und er merkt auch, was für ein Egoist er eigentlich ist und wie unfrei er ist. Und wenn dann noch das Blut aus dem Körper heraustritt, was ja eigentlich nicht geschehen sollte, weil das Blut unser Leben ist, und wenn es so knallig rot irgendwo in der Erde versickert oder auf einer Straße liegt oder an einer Wand oder an einem Kleid klebt, dann muss man sagen, nein, das würde ich niemals zulassen, das ist mein Blut. Ich habe das nur einmal, das darf ich nicht verlieren. Und dann gibt es Leute, die ihr Blut hingeben, ihr ganzes Leben. So wird das Grundschema, in dem wir leben, aufgebrochen, wenn man sieht, dass es Menschen gibt, die nicht für sich selber sorgen, die auch nicht von der Angst bestimmt sind, die in kompletter Freiheit leben. Menschen, die Schmerzen ertragen, wie ein Richard Wurmbrand, die vermeidbar wären, und wir kennen alle diese Vermeidungsstrategien. So ging es mir. Es saß dann wirklich in meinem unauslöschlichen Gedächtnis. Ich fand ein Verständnis für das, was Jesus Christus getan hat, auch für mich getan hat, durch dieses Beispiel von Richard Wurmbrand. Ich erinnerte mich auch mehr und mehr an ein Sonntagsschullied, übersetzt in Deutsch würde es ungefähr so heißen: angenagelt sind die guten Hände, die nie Böses getan haben, bis ans Ende. Wenn unschuldiges Blut fließt, verändert es mit einem Schlag die Situation der Umstehenden. Diejenigen, die Zeugen davon sind, stehen vor einer großen Entscheidung. Jeder ist komplett herausgefordert, denn das Blut ist die letzte Sprache. Nach dem Blut gibt es keine Sprache mehr. Es kann noch zu uns sprechen, zu unserem Gewissen, es wird uns erschüttern. Ich kann mich gut erinnern an das Täuferjahr 2007. Initiiert wurde es durch den Tourismusverein Emmental, denn man hatte gemerkt, dass immer mehr Interesse da ist für die Geschichte der verfolgten Täufer im Emmental. Also sagte man, wir widmen diesem Thema einmal ein Jahr mit vielen Veranstaltungen. Das ist legitim, auch wenn es dabei wirtschaftliche Interessen mitgibt. Jedenfalls gab es eine Palette von Vorschlägen und wie sich das Programm so zusammenzustellen begann, haben wir uns auch eingeklinkt. Ein paar Pfarrer, die fanden, das ist doch eine unglaublich gute Plattform, um einmal dieses Schloss Drachsowald zu beleuchten, das nämlich das Täufergefängnis war, wo viele starben, andere einfach darbten über Jahre, Jahrzehnte. Man merkte, dass das Täuferjahr eine unglaubliche Attraktivität entwickelte. Schon ein bisschen in dem Sinn, wie wir heute darüber sprechen.
Ein Teil der Schweizer Bevölkerung wurde aufgeweckt. Man interessierte sich für eine unglaubliche Geschichte, die bislang weitgehend unter dem Teppich gehalten worden war. Und die Ausstrahlung dieses Jahres ging über die Landesgrenze hinaus. Ich war am OK beteiligt für dieses Open Air am Abhang vor dem Schloss Trachselwald und hatte eigentlich ein Hauptziel. Für mich wäre es undenkbar gewesen, einen solchen Anlass zu begehen, ohne jemandem aus der Märtyrerszene das Wort zu geben. So gingen wir auf die Suche und wir fanden die Frau eines Pastoren aus Indonesien, die eine Europatour geplant hatte. Und sie berichtete dann vor Hunderten von Menschen an diesem Abend, ich kann mich gut erinnern, an die Tatsache, dass ihr Mann eines Tages, ein Pastor eben, verschwand und tags darauf zerstückelt an einem Strand wiedergefunden wurde. Diese Frau hatte das erlebt. Und ihre Reaktion war nicht, in diesem Dorf bleibe ich um keinen Preis, sondern sie hat sich entschieden, ich bleibe hier. Das ist das entscheidende Signal gewesen für die Gemeinde, die dann noch gewachsen ist. Für mich ist diese Geschichte der Täufer besonders wichtig, weil ich ja Vorfahren habe, die genau aus diesen Gründen, aus Glaubensgründen aus dem Emmental vertrieben wurde, genau aus der Region dieses Schlosses. Alles kann uminterpretiert werden. Es muss ja irgendwo alles interpretiert werden, das ist die Freiheit der Menschen, aber es kann ins Gegenteil interpretiert werden, das Kreuz aber nicht. Seines Dienstes, seines Wunder, seines Prophetien, seines Werke, Organisationen, allen möglichen Leuten kann man das Wort im Mund umdrehen, das habe ich selber auch schon erlebt. Und dann kann man irgendwelche Intentionen, verborgene Motivationen unterschieben und sagen, nein, nein, die meinen eigentlich etwas ganz anderes, es geht um etwas ganz anderes und so sind die Aktivitäten der Menschen immer ein bisschen exponiert und verletzlich. Aber die Passivität Christi, wo er nichts für sich selber tut, wo er nicht für sich selber Partei ergreift, die Passivität, die dann eben heißt Passion, Leidensgeschichte, man kann sie nicht uminterpretieren. Es gibt zwar einen Versuch, dieses Leiden Christi als etwas Egoistisches von ihm zu interpretieren. Das habe ich einmal gelesen von einem Theologen. Ich habe mich gewundert, wie man so akrobatisch sein kann. Aber eigentlich versteht diese letzte Sprache, die Sprache des Blutes, jeder Mensch ganz direkt. Jedes Herz kann es richtig verstehen und dem kann man sich nicht entziehen. Dieser Botschaft kann man sich nicht entziehen. Auch ein römischer Hauptmann konnte das nicht mehr, auch ein Schwerverbrecher konnte es nicht mehr, ein Verleugner konnte es nicht mehr, 10 fahnenflüchtige übrige Jünger konnten es nicht mehr, später 3000 Leute von Jerusalem konnten es nicht mehr. Man kann es eigentlich nicht mehr. Denn nach dem Tod, nachdem Jesus auf diese Weise erhöht worden ist, gibt es keine weitere Sprache für die Herzen der Menschen mehr. Und damit gibt es auch keine Entschuldigungen mehr. Es kann nichts mehr hinzugefügt werden zu dieser Botschaft. Es kann nichts weggenommen werden von dieser Botschaft. Es ist das letzte Vermächtnis. Attraktiv für viele verdorbene Menschen, für hartgesottene Eier, für Menschen, die abgebrüht sind, die mit allen Wassern gewaschen sind, Menschen, die kaum mehr ein Empfinden haben, außer nur noch für sich selbst, ist diese Botschaft des Blutes, dieses letzte Wort, das Gott für sie noch hat, das Wichtigste, das er für sie aufgespart hat. Jetzt müssen sie sich dem stellen, sie wissen, was in ihnen selber lebt und sie sehen, dass es eine andere Möglichkeit gibt und diese andere Möglichkeit ist ein Geschenk für sie. Es ist ihr Neuanfang. Wenn jemand hier noch Gegensteuer geben will, dann tut er sich mächtig Gewalt an. Aber an der Erschütterung Christi am Kreuz kommt niemand vorbei. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.